Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Formel 1, oder sollen wir lieber sagen Formula Managing Simulator. Auf jeden Fall gibt es wieder mal eine heated Diskussion. Wir reden über den Japan Grand Prix und natürlich auch über solche Sachen, die off-track passiert sind. Ich wünsche euch bei dieser Episode ganz viel Vergnügen. Und somit hören ihr meine sexy Stimme wieder mal. Ich bin wieder back. Danke viel mal an dieser Stelle für den Simi, fürs Einspringen. Es war ein super Podcast. Schön ein bisschen etwas zum Mitlachen, ein bisschen etwas zum Lehren. Und ja, sicher auch für die Fans ein bisschen erfrischend gewesen. Von meiner Seite tut mir leid, ich bin 1,5 Wochen mit Fieber im Nest gelegen. Ich habe dann noch kurz überlegt, vielleicht gleich noch irgendwie in den Podcast reinzukommen. Aber ja, es war besser gewesen, habe ich es nicht gemacht, weil am nächsten Tag ist mir dann noch beschissener gegangen. Ja, aber jetzt mal weg von mir, zurück zu der Formula 1. Wir haben, ja, ich sage jetzt mal, relativ viele Sachen off-track, die wir zu besprechen haben in diesem Podcast. Und es gibt natürlich den Japanese Grand Prix, wo wir noch darüber reden können. Wo für mich, das sage ich schon vorab, so ein bisschen ein Wendepunkt ist, wie ich über das Ganze rede und wie ich über das Ganze denke. Weil ich aber bis jetzt so die Einstellung hatte, ja, wir wissen noch nicht genau, wie es ist. Wir müssen es zuerst mal ein bisschen anschauen und uns dann eine Meinung darüber bilden. Und wir müssen schauen, wie sie vor allem reagieren und was sie machen. Und ja, jetzt haben wir gesehen, wie die Formel 1, die FIA reagiert und was sie machen. Also habe ich jetzt ja, doch auch langsam eine sehr stark vertretene Meinung. Aber da kommen wir noch dazu. Wir gehen zuerst mal wirklich chronologisch schön durch den Grand Prix in Suzuka. Da haben wir vor 2 Wochen dürfen sehen, wie der Kimi Antonelli einfach eine absolute Legende ist. Seine zweite Pole Position geholt hat. In einem Qualifying, das wieder mal durchwachsen war. Mit Kommentaren von einem Leclerc, wie die neuen Regeln haben das Qualifying kaputt gemacht. Und ja, für mich ist es immer wichtig, auf die Fahrer zu hören, wenn es um Kritik geht, wenn man sie äußern will, hören, was die sagen. Und das beweist in meinen Augen auch das, was ich schon auch im Castle privat gesagt habe, das ist einfach das Qualifying. Es ist nicht mehr spannend zum Zuschauen. Es ist einfach nur noch ein Management-Simulator und es macht einfach keinen Spass mehr. Und das Qualifying war für mich früher immer mega so ein Punkt gewesen, so mich am Samstag darauf zu freuen, Formel 1 zu schauen. Ich weiss nicht, wie ist dir gegangen jetzt bei diesem Qualifying? In Japan. Ja gut, also man muss ja wieder sagen, Japan ist ja leider Gottes für unsere Zeit her relativ früh am Morgen. Ich habe das Qualifying glaube ich, nicht gesehen, meinte ich, aber nicht live. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht mehr, welche Uhrzeit das war. Aber es spielt ja nicht so eine Rolle. Aber grundsätzlich ist es schon so, das haben wir ja im letzten Podcast schon ein bisschen besprochen, also ich und der Simi vor allem. Und da auch nochmal Simi, merci für mal, dass du mitgemacht hast letztes Mal an dieser Stelle. Und es ist schon so, dass die Qualis sehr, sehr langweilig geworden sind. Es fehlt so, eben wie der Leclerc gesagt hat, es fehlt so ein bisschen der Reiz zu, auch das Auto richtig ans Limit zu pushen, beziehungsweise du kannst pushen, aber dann fehlt dann nachher irgendwo anders einfach die Energie. Und der Pole Position holt oder die schnellste Zeit macht, ist schlussendlich einfach der die Batterie am besten gemanagt hat. Und das ist auch das, was Fernando Alonso, glaube ich, irgendwie vor einem Jahr, 2 schon gesagt hat, dass einfach der schnellste wird sein, der die Batterie am besten managen. Er hat ja mal noch einmal gesagt, dass auch sein Koch oder der Koch das Auto könnte fahren. Du hast jetzt aber anscheinend ein bisschen zurückgerudert nach Japan, hat dann nachher gesagt, also, ja, vielleicht nicht der Koch, aber 50% vom Team könnte das Auto fahren. Und das zeigt eben eigentlich schon, dass du eigentlich als Fahrer nicht mehr das Talent, nicht mehr der Renninstinkt oder auch im Qualifying einfach halt so den Speed musst unbedingt haben, zum schnell sein. Weil zum Beispiel die 130R, wo tatsächlich keine Kurve mehr ist, sie wird jetzt als gerade gewertet. Ja, ist lustig, die wird als Grad gewertet, aber zum Beispiel in Imola, der erste Knick nach links ist eine Kurve. Das muss kein Mensch verstehen. Egal. Jedenfalls ist es so, dass der Punkt zum Beispiel einfach genommen wird zum Batterieladen und dort verliert man einfach auch Speed. Und man hat ja auch
im Training schon gesehen, dass zum Beispiel, glaube ich, der Colapinto war, ich glaube, es irgendwie 94 km/h verloren hat wegen dem Batterieladen auf der Gerade. Also völlig absurde Zahlen. Und ja, ich bin halt einfach ein bisschen von dem ganzen neuen Formel 1 geschmeißen. Das hat man auch letztes Mal schon gemerkt, sehr, sehr enttäuscht. Und ich bin es einfach weiterhin, weil auch nach China hat es ja so eine Sitzung gegeben, oder ein Meeting gegeben zwischen Formel 1, FIA und dem Teamchef oder einfach Leute von den Teams. Und man hat einfach gesagt, also, ja, wir sind eigentlich zufrieden, wie es ist, wir tun nichts ändern. Und da frage ich mich einfach so, what the fuck eigentlich? Also, ich meine, die Teams, klar, denen geht es schlussendlich nur ums Geld. Auch. Also viel geht ums Geld. Das ist ja logisch. Und klar, ich sage jetzt nicht, dass bei gewissen Fahrern das Geld nicht der Grund ist, wieso dass sie in der Formel 1 sind. Da gibt es sicher auch ein paar Kandidaten. Aber viel, wenn die einfach auch beweisen, dass sie die Besten sind und wenn einfach das Ding halt einfach gewinnen oder einfach die Weltmeisterschaft gewinnen. Und ich finde einfach, dass bei den neuen Regularien einfach viel zu wenig, wie du auch schon gesagt hast, auf die Fahrer gelost werden. Sondern es wird eher nur... ja, es wird gar nicht gelost. Es wird eher nur geschaut, so, ja, wie gut kommt es bei den Fans an. Und weißt, ich sage ja nicht, es ist... Also, ja, ich sage jetzt mal für jemanden, der keine Berührungspunkte hat mit der Formel 1, denkt sich dann so, oh geil, das sind Autos, die fahren schnell, die überholen sich, da überholt er sich wieder zurück. Es ist, vom Entertainment her ist es ja wirklich, wäre es ja eigentlich nicht schlecht für einen 0815 Zuschauer, sage ich jetzt mal. Also sprich, die Amerikaner. Aber es ist, halt, es ist einfach für jemanden, wie mich oder auch für den Schubs oder für den Simi oder einfach für die Leute, die Formel 1 auch verfolgen wegen der Emotionen und auch, weil man einfach sieht, wie die Leute ans Limit herkommen und kämpfen müssen und alles und dran. Das ist ja etwas, was Spass macht und unterhaltsam ist, wo wirklich eben so weit darüber ausschiessen, dass sie Fehler machen, weil sie einfach über das Limit rausfahren und aber einfach das versuchen, ans Limit herzukommen. Und das ist eben das, wo in meinen Augen der Sport seit Jahren immer ausgemacht hat, aber nach und nach halt einfach immer weniger geworden ist. Und das Gleiche ist auch mit dieser Thematik Verstappen, ja, jetzt ist er vom Hadjar geschlagen worden und das wird einfach wieder so, es ist einfach so, das macht, wie sagt man, aus einem Mockenelefant. Das ist so ein Paradebeispiel. Mein Gott, jetzt ist der Verstappen eigentlich vom Hadjar geschlagen worden und teilweise liest du so, ja, Verstappen, Dominanz vorbei, seine Prime ist vorbei und so und Hadjar, der neue... Das sagt einfach, dass man keine Ahnung hat von der Formel 1, wenn man genau, so Sachen raushält. Genau, der Hadjar, der neue Red Bull High Performer, wo besser als Verstappen. Weißt du was? Also, du liest einfach so einen ganzen Haufen Sachen. Und dann denke ich mir so, Kollegen schauen dir eigentlich auch weit darüber aus als die Formel 1. Weil der Typ geht eine Woche später, oder eine Woche vorher, ich weiß gar nicht, eine Woche vorher oder eine Woche später, geht er ja an Nürburgring und fährt dort eine verdammte Zeiten und gewinnt das Ding. Und ist zwar leider Gottes nicht disqualifiziert worden, weil das Team hat ein bisschen einen Fehler gemacht mit den Reifen. Aber das zeigt ja schon, wie talentiert der Max ist. Und eben, ich meine, ich bin ja nie ein riesen Max Verstappen-Fan. Ich feiere einfach seine Art und Weise, wie er sich inzwischen entwickelt hat, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe nie sein Talent abgesprochen, das er hat. Und er ist der beste Fahrer in der Formel 1, den es wahrscheinlich je gegeben hat, das muss man einfach so sagen. Aber man sieht halt einfach auch da, auch ein Verstappen, wo wahrscheinlich der beste Fahrer ist in der Formel 1, kann mit einem Auto, das nicht richtig läuft oder wo Probleme macht, also vor allem Chassis-Seite her auch und aerotechnisch nicht mithalten. Weil dort hat halt einfach Mercedes das beste Gesamtkonzept. Und jetzt habe ich schon ein bisschen viel ausgeholt, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja, aber ja. Eben, da merkt man einfach auch, wie fest mich das beschäftigt. Und ich habe auch gerade vorab sagen, ich habe das Rennen nicht geschaut. Ich habe am Sonntagmorgen um 7 bin ich wach geworden, ich habe das Handy genommen, habe mir überlegt, soll ich schauen oder soll ich nicht schauen. Dann dachte ich so, komm, ich lasse an, habe das Handy angelassen, habe das Handy auf die Seite gestellt und habe weitergeschlafen. Ich habe es einfach gelost, mehr nicht. Weil ich habe keinen Bock gehabt, dass mir das anzuschauen. Und das habe ich in den Jahren, wo ich Formel 1 nie gemacht habe, dass ich das Rennen angelassen habe und einfach gepennt habe dabei, weil ich einfach keine Lust hatte zum Schauen, weil ich einfach gewusst habe, es kotzt mich an, um das zu schauen. Ich habe keine Lust auf das Rennen. Obwohl das Suzuka ist eine von meinen Lieblingsstrecken. Ich habe das Rennen nicht live, ich habe bis heute nicht live geschaut, ich habe nur die Highlights ein bisschen geschaut. Das ist es gewesen. Aber ich finde ich krass,
dass es bei dir jetzt schon so in die Richtung ausartet. Und ich muss aber auch sagen, ich verstehe dich trotzdem. Also ich bin selber auch so ein bisschen an einem Punkt, ich bin gar nicht mehr excited, wenn es Formel 1 Wochenende ist. Es ist so belanglos irgendwie, weil du weißt, auf die Fahrer wird nicht gelassen, weil du weißt, oder es gibt gewisse Sachen, wo das auch bekräftigen, wo wir hier denken und fühlen. Oder? Wir sagen das nicht einfach nur, weil wir irgendwie cool sind oder irgendetwas. Wie zum Beispiel ein Kommentar halt von einem Hülkenberg, der sagt, ja, es spielt jetzt mittlerweile keine Rolle mehr, ob ich einen wunderschönen, geilen Dive mache, einen richtig geilen Overtake. Der Fahrer hinter mir kann nachher einfach mit der Batterie wieder mich zurück überholen. Also hat es mir gar nicht gebraucht, alles mein Talent, alles zu riskieren. Alles, was ich gelernt habe, dazu zu verwenden, einen geilen Overtake zu machen oder eine schöne, riskante Lap zu fahren, weil ein anderer halt ein besseres Batteriemanagement hat. Sagt das jetzt mit dem Motor oder nicht. Und da, klar, das ist ja nicht schlimm, wenn das eine Auto einen besseren Motor hat und das andere nicht. Das gehört ja zur Formel 1 dazu. Hell, ich meine, früher haben wir bessere Reifen gehabt. Jetzt haben wir wenigstens alle die gleichen Reifen, oder? Aber da gibt es noch andere Instanzen, wie zum Beispiel, dass du einen Funkspruch im Verlauf des Wochenendes, ich glaube, es war während dem Rennen vom Verstappen, hörst, logischerweise nicht auf dem Live-TV, und dort muss ich nachher etwas, also das hat mich so angekotzt, nicht auf dem Live-TV, sondern nach dem Rennen, habe ich einen Funkspruch gehört von Max Verstappen, wo er sagt, wo verliere ich Zeit auf ein Piastri? Und dann, die Antwort müsst ihr euch mal einfach verinnerlichen. Die Antwort war, mehr Lift, 25% mehr Lift in Kurve 6 für bessere Rundenzeit. Und dann überlegst du dir einfach so, okay, in dem Fall, ich muss 25% langsamer in einer der geilsten, schnelleren Kurven fahren, indem ich nachher mehr Rundenzeit bekomme. Ist das wirklich der Spirit von der Formel 1? Ist das wirklich der Spirit von Racing überhaupt? Und Formel 1 sollte der Pinnacle vom Racing sein. Das sollte das absolute Top-Notch-Ding sein. Ja, nein, aber es ist es ja, einfach nicht. Ist es einfach nicht. Nein, weil eben, es ist einfach nur noch das Managen, und das ist eben halt das auch, wo viele Fans einfach extrem stört, und ich denke auch, die Formel 1 selber merkt es. Und weißt, ich meine, ich habe ja schon viele Videos gemacht über das Thema und so, und viele haben auch geschrieben, ja, man muss halt einfach zuwarten, wie sich es entwickelt noch und so. Ich meine, eben 22 war es ja auch so gewesen, von der Rundenzeit her und so. Ja, 2022, wo die neue Generation kam, ist klar, wir haben nicht so schnelle Autos gehabt, weil die 21 Grad. Schaut mal das erste Rennen in Bahrain an mit dem Leclerc. Eben, genau. Also sorry, das ist ja geil. Dort haben wir richtig Herz-Racing gehabt, zwischen den beiden Ferrari-Fahrern. Und auch eben allgemein, das Racing dort war auf einem komplett anderen Niveau gewesen. Ich weiss, wo die neue Generation kam, habe ich gedacht, so, boah, das sieht irgendwie ein bisschen speziell aus. Klar, man hat einfach voll auf den Fokus, also man hat voll den Fokus gehabt auf weniger Dirty Air. Und ja, das Racing an und für sich ist ja auch besser geworden mit der letztjährigen Generation. Die Autos an und für sich haben mir wirklich nie wahnsinnig gefallen, bin ich ganz ehrlich. Aber das Racing war gut gewesen. Klar, wir hatten auch langweilige Rennen gehabt. Und klar, das Qualifying war teilweise immer spannender gewesen als Rennen. Wir hatten auch viele Podcast-Episoden gehabt, wo wir gesagt haben, so, ja, eben, wir haben der Formel 1 inzwischen, wo das Qualifying viel spannender ist als das Rennen selber. Haben wir alles auch gehabt. Ich meine, schlussendlich, du kannst immer über alles motzen. Das haben wir ja auch oft gemacht. Und die perfekte Formel 1, wie wir sie uns vorstellen, die wird es wahrscheinlich nie geben. Oder die ist nicht machbar. Das ist ja so. Irgendwo wird es immer Abstriche geben. Und anderen kannst du das ja eh nicht recht machen. So. Aber Fakt ist einfach schon, und ich glaube, da rede ich für viele Leute auf dieser Welt, die Formel 1 verfolgen, dass einfach Formel 1 im aktuellen Stand der Dinge, wie sie jetzt ist, eine absolute Katastrophe ist und bis heute die schlechteste Formel 1-Generation war oder ist, die wir je hatten. Und ich meine, ich habe 2014 mitverfolgt, wo neu war, wo die Autos so leise waren und man hat sich aufgeregt und hat gesagt, boah, die Autos sind scheiße und so. Das Racing dort war immer noch besser als das, was wir heute haben. Weil ich meine, Hamilton, Rosberg, Bahrain auch brutales Racing dort die ganze Zeit über mehrere Runden rein. Es war richtig spannend zum Zuschauen. Und klar, die Mercedes-Dominanz war brutal langweilig. Auch. Das ist klar, vorne ist langweilig von den Teams gekommen. Das ist durch den Sport entstanden, nicht durch irgendwelche Regeln. Genau, das ist noch ein kleiner, aber feiner Unterschied, das ist ja so. Aber es war immer noch viel, viel unterhaltsamer gewesen. Und 2014 war die Formel 1 am tiefsten Punkt gewesen, wahrscheinlich von der ganzen Rennserie.
weil es einfach das Geld hinten und vorne nicht mehr gelangt hat. Die Formel 1 war wirklich nicht mehr lukrativ dort. Und es ist gleich aber vom Racing her und von der Generation her mega unterhaltsam gewesen. Einfach die Motoren sind überteuer gewesen. Und ja, ich meine, man hat vor dieser ganzen Generation, die jetzt gekommen ist oder die wir jetzt haben, hat man ja schon diskutiert, also ja, 2028, ob es echt wieder irgendwie einen Wechsel gibt auf V8-Motoren oder V10 oder was auch immer. Momentan ist ja, was die Thematik anbelangt, sehr, sehr ruhig geworden und es gibt eigentlich im Moment nicht mehr so die Indizien oder die Zeichen, dass es irgendwie einen Wechsel wird geben. Aber ich bin ganz ehrlich mit dir, wenn es so weitergeht, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt im Podcast, habe ich das Gefühl, ist das der Anfang vom Ende vom Hype. Also ich habe das Gefühl, es wird zurückgehen, weil klar, es tut mir leid, dass ich mir muss die Amerikaner oder die Leute von den USA nehmen, weil es ist halt einfach so, weil die feiern das halt, weil es eine Show ist. Aber ich meine, die wirklich Formel 1 möchten schauen, weil es ein Sport ist, wo man halt wirklich zwei Kämpfe hat und alles und weil es halt einfach Fahren am Limit ist. Das sage ich jetzt einfach mal, das sind überwiegend alle Europäer. Die werden sich einfach von dem Sport früher oder später abwenden. Weil ich bin diesen Leuten nicht mal böse, wenn mir jemand sagt, hey, schau, ich schaue die Formel 1 nicht mehr, weil es mich einfach nicht mehr abholt. Und auch das mit dem neuen Racing-Zeug, es ist einfach das hure Schletzgummi-Prinzip. Also sorry, es ist wirklich so, es fühlt sich so an wie früher in Need for Speed, wenn du das Rennen gemacht hast, die KI ist immer hinter dir geklebt, weil es halt einfach, wenn du schneller gefahren bist, ist sie einfach auch schneller gefahren. Hätte ich mal wieder überholt und dann hast du wieder zurück überholen, dann sind sie wieder langsamer geworden. Das ist genau das gleiche Prinzip jetzt. Ja, 1:1. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen zurück aufs Rennen projiziert, eben das Künstliche, das Rubberbanding, das wir da quasi haben, eines der besten Analogien, die ich jetzt in der Zwischenzeit gehört habe, ist vom Rocket Powered Mohawk gekommen. Da kennt ihr vielleicht, der hat immer so ein bisschen lustige Videos zur Formel 1 gemacht, wo er sich auch kritisch äußert meistens. Und dort hat er gesagt, und das finde ich so genial, falsch oder gemachte Titten sind immer noch Titten. Es ist immer noch cool zum Zuschauen. Aber es sind halt eben gemachte Titten. Es ist nicht echt. Es ist nicht real Racing. Und das ist, glaube ich, die beste Analogie, die man für das kann verwenden kann. Es ist, du hast Overtakes, wilde Thematik, ja, ist geil. Wilde Thematik. Aber finde ich super. Weil es ist halt wirklich, es beschreibt es gut. Es ist immer noch geil zu sehen, wie ein Leclerc und ein Russell 20 Runden am Stück miteinander fighten. Ja, aber du weißt, dass es einfach irgendwo durch belanglos ist. Du weißt, dass viele von den Overtakes, die gemacht werden, nicht aus einem überragend besseren Talent vom einen gegenüber anderem Fahrer kommen oder überragend besseren Auto gegenüber vom einen zum anderen kommen, oder? Ich meine, der Start ist auch ein gutes Beispiel dafür. Mercedes ist nicht so gut mit dem Starten, Ferrari ist super. Ja, das ist geil, weil das ist technische Innovation. Das macht Spass. Du schaust die Starts an und weißt jedes Mal, du kannst dich darauf freuen, dass Ferrari, auch wenn sie 3., 4., 5., 6. startet, ziemlich sicher werden 1., 2. sein. Und das ist geil, das hat einen Anreiz, weil das von den Teams, vom Sport aus kreiert worden ist. Alles andere, was nachher kommt, das Hin- und Her-Betteln mit, ja, Leclerc hat seine Batterie besser eingesetzt, das verliert einfach so schnell den Reiz. Und das kann ich euch versichern, am Ende der Saison werden wir uns so gewohnt sein an Overtakes, dass wir sie gar nicht mehr spannend finden. Und dass wir vielleicht sogar eine Reizüberflutung an Overtakes werden spüren und sagen, es fühlt sich so schlecht an. Es fühlt sich so schlecht an. Ich will gerne einfach wieder zurückgehen, wo wir nicht so viele Overtakes haben. Und vielleicht auch nicht. Aber dann hat es einfach für immer kaputt gemacht, diese Saison. Für viele. Und das wird dann natürlich auch für viele ein Grund sein, um nicht mehr zuzuschauen, die jetzt frisch anfangen zu schauen, wenn aufhörst wieder weniger Overtakes passieren. Aber das Allerschlimmste an dem Ganzen ist das, wie in meinen Augen die Formel 1, die FIA und alles rundum damit umgeht. Die Race Direction an diesem Wochenende war absolute Katastrophe gewesen. Du kannst froh sein, hast du nicht geschaut. Backmarkers sind nie zu sehen gewesen. Fights, die wichtig gewesen wären, hat man nicht gezeigt oder nur auf dem kleinen Bildschirm oben links. Es hat zwar wenigstens keine Dings gegeben, keine Shots in die Garage, wo wir die Freundinnen, Frauen und Mütter haben müssen zeigen von den Fahrern, aber die ganze Zeit sind irgendwie belanglose Sachen aufgenommen worden. Also TV Direction war katastrophal gewesen und das Allerschlimmste ist die gottverdammte hure Zensur.
Ey, es kann doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn ein Auto zu der 130R angekommen ist, dass die Kamera auf einmal wegschaltet, dass der Sound auf einmal nicht mehr rum ist. Und dann kommen noch so Frechheiten wie Qualilab vom Kimi Antonelli, wo gepostet wird. Und ausgerechnet, dort, wo er viel Superclipping hat, steigt die Kamera aus. Die Fans haben nachher sich darunter von beschweren in den Kommentaren. Und auf einmal siehst du die Kommentare nicht mehr. Und auf einmal kommt dann von Twitter, also X, dann eine Meldung, der Ersteller von diesem Beitrag tut aktiv Kommentare zensieren. Und da kannst du draufklicken, zensierte Kommentare anzeigen. Alle Leute, die sich darüber beschweren, die sagen, Formula Manager, Katastrophe, scheiß Motoren, die werden aktiv zensiert. Und das macht mich fuchsteufelswild, wenn du als Fan, als Liebhaber von dem Sport zensiert wirst, für deine Meinung zu äußern. Sorry, also wo leben wir da eigentlich? Das ist absolute Katastrophe, wie da die Formel 1 damit umgeht. Und wegen dem verliere ich auch einfach so ein bisschen den Respekt an dem Ganzen. Nicht zuletzt, und sorry, wenn wir jetzt in diesem Podcast nicht gross über das Rennen selber reden, aber nicht zuletzt halt einfach auch, weil die Fahrer sich ja beschweren. Weil die Fahrer ja sagen, was nicht gut ist. Weil die Fahrer Lösungsvorschläge bringen. Aber nein, man muss sich nachher anlassen von einem Lando Norris, dass es keine Rolle spielt, was sie sagen, weil man ja nicht auf sie lässt. Sorry, wenn ein Fahrer so etwas sagt, dann ist schon sehr viel schief gelaufen. Und wenn man Reports darüber hört, dass anscheinend der WhatsApp-Gruppenchat so aktiv sei wie noch nie von der GPDA, der Grand Prix Drivers Association, wir sind dort innen aktiv am Diskutieren über Lösungen und was gut ist und was nicht gut ist. Und das sagt vieles aus, weil gerade vor einem Jahr oder so hat der Piastri beim P1-Podcast noch gesagt, der Chat ist eigentlich tot, ausser ab und zu mal ein Meme. Und jetzt sind sie aktiv am Diskutieren. Ja. Also, sorry, die Fahrer sagen, es ist nicht gut. Also wieso lässt man nicht auf die Leute, die den Sport für dich ausmachen? Weil ohne die Fahrer ist die Formel 1 nichts. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ja. Also sorry für den Ausschweifer, aber das hat für mich... Ausschweißer, ja. Hast du es wirklich rausgeschwitzt gerade, ja. Ja, genau. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, wo wir jetzt unbedingt noch darüber reden müssen, ist also der Grand Prix selber. Wir haben ja am Anfang katastrophalen Mercedes-Start gehabt, dann eigentlich relativ coole Fights, aber dann ist etwas passiert, wo für mich, das ist der Knackpunkt gewesen, wieso ich jetzt eine feste Meinung über das Ganze habe. Ja, es ist das passiert, sicher, du meinst sicher. Genau, das habe ich dir gerade. Ich wollte ein Wort klauen. Kannst du reingreifen, kannst du machen. Ja, genau. Weil ich habe es im Nachhinein gesehen. Du willst sicher vom Berman im Unfall, gell? Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Und das ist halt etwas, was wir schon lange gesagt haben. Fans, Fahrer alike haben gesagt, schaut, es wird einen Auffahrunfall-Crash geben oder irgendein Crash, wo durch ein zu grob bremsendes Auto und ein zu stark beschleunigendes Auto eigentlich in dem Sinne verursacht wird. Und genau das ist passiert. Du hast einen Colapinto, der am Battery Rechargen ist oder generell halt am Liften ist und einen Bearman, der er versucht zu überholen. Und sorry, ich kann auch nicht verstehen, dass die Leute Colapinto anschwärzen und sagen, der links-Chink dort noch schnell machen, ist katastrophal, der hat den Crash verursacht. Nein, weil vor einem Jahr, vor 12 Monaten, hat er so einen links-Chink ohne Probleme machen zum Verteidigen gegen Bearman. Die Fahrer sind sich noch nicht daran gewöhnt auf verschiedene Closing Speeds. Und das ist in meinen Augen ganz klar ein Versagen, das jetzt auf die Sicherheit der Fahrer geht. Ein Bedenken, das wir schon lange hatten, das sich jetzt aber bestätigt. Und für mich ist viel zu wenig von der Formel 1 diskutiert worden, dass sie etwas werden ändern. Weil der Fehler oder der Crash ist aus dem Grund passiert. Aus keinem anderem. Wegen dem macht mir das fuchsteufelswild, dass man da nicht reagiert. Dass man da das nur zensiert und nichts daraus macht will. Also der Crash, ich weiss nicht, wie du das siehst, Kasel, aber für mich ist der Crash einfach, das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann, dass man die Sicherheit der Fahrer für einfach nur mehr Spektakel gehen in dem Sinn. Das verstehe ich nicht. Ja, also ich sehe es ja schon auch genau gleich. Ich meine, ich habe ja zu Rennen eigentlich nicht komplett geschaut in dem Sinn, sondern nur Highlights und habe ja den Unfall auch gesehen und der hat ja schon recht übel ausgesehen. Man muss schon einfach auch noch ein bisschen
dazu sagen, dass also ich würde jetzt nicht, also klar, der Berman hat müssen ausweichen. Ist ja schlussendlich so, wie du am Freund in der F1 Coop Season gesagt hast, ein Ausweich-Überholmanöver gewesen. Es ist ja schon in die Richtung gegangen. Allerdings muss man sagen, dass der Colapinto hat schon auch, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, dass er aktiv defended hat, aber er hat es angedeutet gehabt. Weil ich habe ein Video gesehen, was er für Linie gefahren ist vor dem Unfall und was er für eine Linie gemacht hat, ja, wo er den Berman gerade hinter sich hatte. Und er hat schon das ist aktive Defense, 100%. Eine andere Linienwahl gehabt. Klar ist, macht man das, weil man es früher gemacht hat. Man hat natürlich defended für die Kurve rein. Aber dann, wenn natürlich der Geschwindigkeitsunterschied irgendwie so 30, 40, 50 km/h ist, dann nachher sind das Welten und dann überholst du einfach schon viel früher. Und schlussendlich ist es einfach so, dass jetzt die Overtakes oder beziehungsweise die Regeln wie Moving on the Braking und eine Linie wechseln und so, dass die Regularien, die du früher reingebracht hast, weil einfach immer auf Kurve zu ein Overtake passiert ist und nicht eigentlich auf der Geraden vor der Kurve oder eher weniger, dass die Regularien wie nicht mehr richtig ziehen. Weil der Colapinto tut sich natürlich positionieren, dass er verteidigen kann. Und wenn natürlich der andere gefühlt mit 180 Sachen antäuscht, dann nachher, ja, sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus und dann muss man etwas ändern. Und darum, das Problem ist halt einfach, was du für andere Regeln machen halt. Du kannst jetzt schlecht sagen, so, ja, du musst dich irgendwie 400, 500 Meter, 600 Meter, wie viel auch immer, von einer Kurve positioniert haben für die Kurve rein und darfst dann nachher nicht mehr die Linie wechseln. Weil ein Fahrer kann ja nicht, oder du kannst ja selber nicht auf einen Meter genau nachmessen, ja, hat er jetzt das gemacht oder nicht. Man hat grundsätzlich immer gesagt, das Moving on the Braking, es gibt immer eine Bremszone, und wo die Fahrer bremsen, und das war meistens immer die 100-Meter-Tafel, dort darfst du dich nicht mehr bewegen. Und darum finde ich das halt einfach, ja, schwierig, was da groß ändern, weil die Motoren, das wird es noch etwa mal geben. Schlussendlich, ich denke gerade zum Beispiel auch Baku und so, das wird dort schon noch recht heftig werden. Also Baku wird nicht so cool werden. Und auch sonst, die Generation stell dir vor, sorry, ist frustrierend, aber stell dir vor, der Crash wäre in Baku passiert oder in Miami. Ja, hast keine Auslaufzone. Wo du nicht noch 200 Meter Auslaufzone hast und nachher eine schöne Reifenbande. Nein, du hast einfach eine fucking Betonwand vor dir. Ich will gar nicht wissen, was dann passiert. Also, ja, eben. Also, die Verletzung, ich meine, er ist ja schon ausgestiegen und er ist ja schon komplett. Hätte er ein CT machen dort an der Strecke und dann ist er ja eigentlich ist er wieder rausgelassen worden und hat gesagt, es ist nichts, ist alles in Ordnung. Aber gleich, ich meine, das zeigt ja gleich schon, was er für einen Einschlag hatte. 50G sind es ja gewesen. Das ist nicht ohne. Also ich meine auch ein Verstappen dort in Silverstone, wo er ja den heftigen Abflug hatte, mit, was sind es, 57G oder irgendwie so etwas, oder 52G, der ist ja auch schon ausgestiegen und ist gelaufen und hast ihm gar gesehen, so, es geht ihm nicht gut, er ist richtig benebelt. Und eben, Berman hat es auch angesehen, der Typ war richtig benebelt gewesen. Und darum, da musst du einfach irgendetwas ändern. Also der Motor, da musst du irgendetwas anpassen. Nimm die Elektroleistung ab von 50-50, nimm es aber auf irgendwie am besten, weiss nicht, 70:30, also 70 Verbrenner und 30 Elektro. Mach irgendwie so etwas. Oder eben knall einen anderen Motor rein, oder einfach weniger Batterie. Irgendetwas musst du einfach machen, weil so ist es einfach wirklich sau gefährlich. Und ich bin gespannt, der FI eben, ist jetzt unter Druck und es tut mir leid, eben, so ist es aber oft auch im Leben. Manchmal muss erst etwas passieren, dass etwas reagiert oder dass jemand reagiert. Sagen wir es mal so. Ich meine, das Halo haben wir jahrelang nie gehabt. Und das gibt es jetzt seit etwa 10 Jahren plus minus. Weil, ja, nicht einmal, 2018 ist es reingekommen. Und das ist eigentlich nur zustande gekommen, weil ja der Jules Bianchi ja in Japan unter ein Bergungsfahrzeug reingekommen ist. Also eben, es klingt her, dass ich sage nicht, dass jemand muss sterben muss, dass überhaupt irgendwie etwas an Sicherheit geändert wird oder dass etwas angepasst wird. Aber ja, leider ist es oftmals so im Leben, oder in dieser Welt, dass etwas Schlimmes oder etwas Gröberes muss passieren, dass es eine Änderung gibt überhaupt. Und ich denke schon, dass die FIA im Formel 1 irgendwie eine Änderung oder eine Lösung möchte suchen.
Ich meine, das ist ja in ihrem Interesse. Aber so wie es jetzt im Moment ist es sicher nicht gut. Also vor allem eben so Umfeld, das ist wirklich nicht gut. Und ich meine, ich habe mich ja auch immer lustig gemacht, so in den ersten 2 Rennen, so ja eben, es ist eine neue Fahrzeuggeneration, aber starten nie 22 Autos. Beziehungsweise 22 Teams und es starten keine 22 Autos. Und du hast sehr viele technische DNFs. Und klar, die technischen DNFs sind ja schon auch cool noch und spannend, weil das ist halt so das Unerwartete. Früher hast du das auch oft gehabt. Die V10-Motoren sind ja regelmäßig in die Luft gegangen, weil sie einfach so hoch aufgetragen worden sind auch. Und das ist ja eben auch spannender gewesen, weil du halt immer so gewusst hast, so hey, okay, das Einzige, was ihn jetzt aus dem Rennen kann reissen, ist ein technischer Defekt. Und die Autos sind natürlich über die letzten paar Jahre immer so zuverlässig geworden, dass es eigentlich fast nicht mehr vorgekommen ist. Also, da hast du reinhocken und die hätten wahrscheinlich noch dreifach die Renndistanz fahren, die sie gemacht haben in diesem Rennen. Der Motor wäre immer noch gegangen. Ja, weil sich das einfach so gut weiterentwickelt hat. Und jetzt sind wir halt wieder an einem Punkt, wo halt einfach die technischen DNFs wieder ein bisschen stärker sind. Klar, es ist verdammt schade, dass gewisse Teams nicht einmal starten können, weil die Technik so komplex ist und dass du nicht kannst einfach sagen so, ja, wir gehen jetzt mal fahren und schauen mal, was passiert. Weil wenn dort natürlich das ganze Elektrogeschmäus, alles, wenn es das putzt, wird es richtig teuer und es ist halt von den Komponenten her auch begrenzt, was früher auch nicht war. Klar, Komponentenbegrenzung hat natürlich auch seinen Spannungsfaktor, den es mitbringt, dass man halt bestraft wird, wenn man zu viel Motor verbraucht. Ich glaube, der Lando Norris fährt jetzt schon mit dem letzten Motor, den er brauchen darf. Irgendetwas habe ich gelesen. Ist auch völlig crazy. Also, wenn der das nächste Mal wieder irgendetwas muss wechseln am Motor, hat er gerade schon ein Grid-Penalty. Ich glaube, es ist Batterie, wenn es mich nicht täuscht. Oder das ist eigentlich auch noch lustig, dass es ausgerechnet Batterie ist. Eben, es ist völlig crazy eigentlich. Eben, meine Saison hat jetzt 3 Rennen gehabt und das sind noch wie viele sind die jetzt? Noch 19 Rennen sind offen. Der wird eigentlich gefühlt schon fast bei jedem zweiten, dritten Rennen wird ein Grid-Penalty bekommen wahrscheinlich, weil auch die Batterie sich schwellt. Ja, ich sag's wie es ist. Also egal wie stark Mercedes jetzt ist, Championship ist noch lange nicht gegessen. Noch lange nicht. Ja, also weil, ich denke schon, dass Russell ist, glaub's, mit dem Motor schon ein bisschen... Ja, ich denke schon, ich meine, der Russell hat ja auch in China Probleme gehabt mit dem Motor im Qualifying, er hat auch jetzt wieder ein bisschen Probleme gehabt. Also Mercedes hat schon, denke ich, zum aktuellen Stand das beste Gesamtpaket. Ich denke aber, dass auch zum Beispiel McLaren immer noch sehr, sehr stark ist, weil Piastri hat wirklich auch ein gutes Rennen gehabt und hat auch gezeigt, dass wenn er kann fahren und wenn er seine ersten Rennkilometer macht in der Formel 1, dass er auch schnell ist. Das hat er schon gezeigt. Norris ist überraschend schwach. Jedoch muss man auch sagen, dass er letztes Jahr am Anfang der Saison nicht so stark war. Also Norris würde ich jetzt noch ein bisschen zurückhalten. Ich denke, wenn er vielleicht auch ein bisschen den Flow gefunden hat, wird er wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr vorne mitfahren können. Klar, natürlich der am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist halt Verstappen, weil der flucht nur über das Auto und es geht ja mehr oder weniger führen, sage ich jetzt mal. Klar, im Rennen selber in Japan ist er schon vorgekommen, da vor dem Hadjar gelandet. Aber gleich, Red Bull ist sicher nicht dort, wo sie möchten sein. Und sie kämpfen ja eigentlich gegen das Schwesterteam, gegen Racing Bulls, was auch echt bitter ist, muss man sagen. Und ja, Ferrari ist halt einfach so ein bisschen... Ja, Ferrari ist halt wieder Ferrari. Du weißt halt einfach nicht, woran du bist. Und das ist immer schwieriger bei Ferrari. Klar, sie haben gute Starts. Gemerkt, sorry fürs Reinschießen, aber ich habe gerade Championship Standings offen. Max ja, es ist immer 12 Punkte. Ja, also, vor allem, lass dir jetzt, das ist richtig grusig. Max 12 Punkte. Hadjar 4 Punkte, das heisst, sie haben 16 Punkte. Oliver Behrman hat 17 Punkte. Das heisst, Oliver Behrman hat mehr Punkte geholt bis jetzt als beide Red Bull-Fahrer zusammen. Nein, das ist schon krass. Es ist wirklich krass. So. Also, sorry fürs Reinreden. Ja, man macht nur schon gut. Also ich meine, eben Ferrari hat ein gutes Auto, denke ich. Also ich meine, schlussendlich der Motor ist sicher gut. Wir sehen es eben auch, was du gerade angesprochen hast, beim Berman, beziehungsweise halt, ja, eigentlich auch nur beim Berman. Wo ist eigentlich der Ocon? Ja. Ein Punkt. Eben, aber dass der Berman relativ ein starker Fahrer ist, das ja, haben wir schon müssen feststellen. Der ist wirklich eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ich denke auch, Ferrari Engine wird stark sein. Bei Cadillac sieht man es jetzt noch nicht so. Aber ich denke, Cadillac hat auch ganz andere Baustellen, wo sie noch daran arbeiten müssen. Aber gleich, ich denke, Ferrari ist sicher noch ein Team, das man nicht ganz vergessen darf. Aber ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich jetzt für die Ferrari Weltmeisterschaft gewinne, klar, sie gewinnen die Championship, aber irgendwie fühlt es sich
nicht richtig an. Also nicht weil sie gewinnen, sondern einfach wegen dieser Fahrzeuggeneration. Auch Mercedes, ich meine, jetzt haben wir den Kimi Antonelli ist Platz 1 in der Championship. Und hey, ich mag es ihm von Herzen gönnen, weil lieber er als der Russell. Also, no hate gegen den Russell, aber ja, es hat seine Gründe. Und gleich habe ich irgendwie so das Gefühl, so, willst du wirklich die Championship gewinnen? Mit dieser Fahrzeuggeneration? Irgendwie so, wo... Ich glaub, im Charles ist das ziemlich egal. Ich glaube, wenn er Weltmeister ist, ist er Weltmeister. Das ist, was ich meine. Aber ich verstehe, was du meinst. Es fühlt sich irgendwie falsch an, weil sich halt nur schon jedes Rennwochenende irgendwie auch falsch anfühlt. Oder? Das ist, ja. Aber ich glaube, ja, wenn man so die Championship anschaut, ist natürlich... es ist noch lange nicht abgeschlossen und die Chancen sind noch realistisch für alle 3, ich sage jetzt mal, Top-Teams, die wir dieses Jahr haben, Mercedes, Ferrari. Ja, grundsätzlich ist es für alle Fahrer noch möglich, gell? Muss man auch so sagen. Oder? Also, ja, vielleicht ist es ja der Stroll am Schluss. Ja, genau. Aber ja, es ist halt schon so, dass wenn die Fahrer wirklich sich Fahrspaß suchen wollen, dass sie dann halt einfach andere Klassen müssen besuchen, wie NLS, wie GT, wo dann zum Beispiel das Rollo wird fahren, haben wir mitbekommen. Also, ja, da finde ich eben noch spannend. Ich frage mich, wieso macht er das? Weil er Rennen fahren. Ja, aber weißt du, ich habe das Gefühl... Oh, warte schon, der Verschwörungstheoretiker. Ja, aber nein, also das ist jetzt... Also, das ist jetzt kein Witz, ich habe das Gefühl, dass er vielleicht eventuell nächstes Jahr nicht mehr der Formel 1 fährt, der Stroll. Dass er sich jetzt umschaut nach einer anderen Rennklasse. Also es wäre mal Zeit, sind wir auch ehrlich, aber wer weiß. Das sowieso. Jetzt haben wir gleich 10-Jahres-Mark von ihm. Das ist sein 9. Jahr, oder? Ja, 2017 ist reingekommen, ja. Ja, genau. Ja, du. Okay, aber zum Rennen noch abschließen auf jeden Fall. Trotz allem, trotzdem wie die Autos sind, trotzdem, dass es sich nicht richtig anfühlt, muss ich schon sagen, ich würde jetzt niemals sagen, dass der Antonelli nicht on Merit gewonnen hat. Weil, wenn man schaut, jedes Mal, wenn im Russell sein Rennen schlecht läuft, ist es immer etwas am Auto. Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht ganz, dass der Russell nicht selber auch ein bisschen verantwortlich ist, dass er die letzten 2 Rennen nicht gewonnen hat. Und vom Kimi muss ich echt sagen, extrem erwachsen, extrem starke Performance. Und ich bin froh darum, dass ich jetzt weiss, wenn nicht sogar mittlerweile der Kimi für mich schon ein Favorit ist, mindestens weiss ich, dass der Kimi wird im Russell den Championship nicht einfach so schenken. Er wird ihm wirklich ein guter Dings geben. Und dann auch noch zum Kimi, zu seinem Win. 2, 3 geile Stats. Erstens, der Kimi ist der erste italienische Fahrer, der 2 Rennen nacheinander gewonnen hat, seit Roberto Ascari. Roberto Ascari, glaube ich. 1953. Alberto Ascari, jetzt habe ich es. Alberto Ascari, danke fürs Korrigieren. Das ist mal ein geiler Stat. Und, was war noch? Es hat noch einen zweiten richtig geilen Stat. Er ist, glaube ich, der erste Rookie überhaupt, oder vielleicht gleich auf mit einem, wo die ersten 2 Rennen, die er gewonnen hat, beide mit einem Hattrick gewonnen hat. Kein Grand Slam zwar, aber ein Hattrick. Das heisst, schnellste Runde Rennen gewonnen und der Pole Code. Ja, aber er hätte ja in China, glaube ich, wenn er die Führung nicht abgegeben hätte, hätte er schon beim ersten Win hätte er auch den ersten Grand Slam gehabt. Das wäre ein richtig krasses Stat gewesen, eigentlich, so etwas. Ja, und da muss ich halt wirklich sagen, egal wie gut dein Auto ist, auch ein Hamilton hat das nicht geschafft. Egal wie gut oder wie fest deine Autogeneration von diesen Problemen, die wir halt haben, geplagt ist, das ist eine sehr, sehr starke Leistung von Kimi. Und ich bin sehr, sehr gespannt zu sehen, was er nicht nur in der Zukunft, sondern sogar dieses Jahr noch wird leisten. Und dann haben wir noch den Abschluss vom Podium mit dem Piastri. Sehr schön, ihn wieder oben zu sehen. Er hat das verdient. Und auch der Leclerc wieder auf dem Podium. Finde ich cool. Ist halt alles passiert wegen Safety Car. Unlucky für George. Dort. Aber trotzdem das Rennen, ich sage jetzt mal, so mit bis ein bisschen spannend gewesen, so, wenn man das Rennen an und für sich betrachtet. Ja. Aber sonst ist es ja eigentlich wirklich ein bisschen so eine Flaute gewesen. Also eben, auch jetzt, also weißt du, ehrlich, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also
ich meine, jetzt haben wir eben 2 Rennen, die wegfallen, Bahrain und Saudi-Arabien, zu Recht auch. Und ja, nachher kommt Miami, was ja auch wieder so ein Shit Grand Prix ist. Und also ich bin schon mal Ich bin einfach froh. gespannt, Ja, was in der Zwischenzeit passiert. Ob irgendwelche Diskussionen preisgegeben werden, ob sie irgendwie etwas verändert oder nicht. also Der Monat meine ist Spannung schon haltet sich auch ein bisschen in Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Ich sage, der Monat, den wir jetzt haben, ist kritisch für die Zukunft von der diesjährigen Saison. Ja, also ich hoffe schwer, sie machen irgendwelche Änderungen, aber ich glaube nicht, dass im Moment irgendetwas angekündigt ist, dass sie irgendetwas besprechen. Weil man muss halt auch anschauen, wenn sie irgendetwas am Motor ändern wollen, sagen so, ja, wir tun jetzt die Batterie reduzieren und den Verbrenner wieder erhöhen. Das ist ja nicht gerade von heute auf morgen geändert. Das ist etwas, das dann auch wieder ein halbes Jahr, 3/4 Jahr mindestens braucht, bis die Änderung kann umgesetzt werden Ja, kann. kommt davon, was es ist. Gell? Wenn sie einfach nur sagen, gut, nur noch 250 Kilowatt Deployment erlaubt, das kannst du einfach einstellen. Das, zum Glück. Aber optimieren, da stimme ich dazu, wird nachher schwierig bei so etwas. Die Frage ist eben, ob sie sagen, ey, müssen wir Komponenten ändern oder nicht. Ich glaube, du schaffst es schon irgendwie, dass du einfach sagst, weniger Deployment insgesamt, dann wird einfach das Ganze als Formel 2 fest sein. Die werden einfach nicht viel schneller sein als Formel 2 Autos. Ja. Und das ist eigentlich traurig. Aber ist das, wo ein Max zum Beispiel schon seit Jahren gesagt hat. Aber man hat ihm ja nicht zugelassen, weil er gewinnt ja alles und er ist ja ein Arschloch, oder? Ja, Ja, das ist ja so. Ja gut, aber ich denke, so das Einzige, wo jetzt wirklich das Ganze wieder rettet, ist da, wo du gesagt hast, eben, dass man eigentlich halt die Leistung reduzieren vom Elektromotor. Dass man halt einfach über die ganze Runde rein konstant Energieabruf hat und nicht einfach nur so extrem auf einen gewissen Abschnitt. Ich glaube, das wird so das sein, wo vielleicht das Ganze ein bisschen retten, muss ich ehrlich sagen. Kannst du dir vorstellen, dass Formel 1 Topspeed von 250 km/h hat? Ja. Weil das wäre die Realität, die wir dann haben. Weil nachdem das Superclipping aufhört, dann droppen sie bis auf 250 runter. Ja, aber was willst du anders machen? Also ich meine, so fahren ist schon hure gefährlich einerseits und andererseits ist sie auch nicht gerade wahnsinnig unterhaltsam, wenn sich die wie ein Schletzgummi immer wieder zurück überholen. Also nein. Ja, dafür, was sie zum Beispiel könnten machen, ist dann halt sagen, gut, mit dem Motor-Compression-Ratio machen, was ihr wollt. Oder so, keine Ahnung. Aber eben, da sind wir wieder bei dem Thema. Es gibt Teams, wo jetzt schon einen hohen Vorteil würden bekommen und andere nicht. Sie haben von vornherein verkackt. Das ist einfach der Fakt. Das ist einfach Fakt, das ist so. Und ich glaube, das wissen sie selber, dass sie verkackt haben, aber sie wollen es nicht zugeben. Ja, weil Geld. Ja, Geld. Genau, das ist so. Ja, aber was soll man ansprechen? Ja, Off-Track. Ich würde sagen, wir schauen Off-Track-Sachen an, weil das ist mittlerweile spannender in dem Sinn. Ja, aber auch dort, ich sage jetzt mal, von Dings, NLS unbedingt schaut trainieren. Max wird definitiv das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring mitfahren, das ist sehr cool. Dann Stroll, wenn sich interessiert, eben wird GT fahren ich glaube in Francorchamps, nicht Francorchamps, in Le Castellet. Keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass er heute oder gestern Testfahrten gemacht hat. Genau. Und auch sonst gibt es momentan sehr viele andere spannende Series. IndyCar ist am Laufen, die World Rally Championship ist am Laufen. Das war auch sehr schön, wo der Kimi das erste Rennen gewonnen hat. Hat auch wie heisst er? Der Takamoto sein erstes Rennen gewonnen. Der fährt schon seit fast 8-9 Jahren oder so in der Rally Championship. Also ja, jetzt ist der Zeitpunkt, vor allem in diesem Monat, zum andere Rennserien anschauen. Und wenn ihr sagt, nein, ich will Formel 1 und ihr noch nicht so ganz lange dabei sind, dann schaut die 2021er Saison. Weil das ist die beste Saison, die wir die letzten 2 Jahre hatten. Oder 2012. Also ist immer noch mein Favorit. Ja, bin ich auch voll 7 Championship-Contender im letzten Rennen, stimmt das? Ja, vor allem in den ersten 6 Rennen haben 6 verschiedene Fahrer gewonnen. Das war völlig crazy gewesen. Oder 7 Rennen, weiß nicht mehr. Und der Maldonado hat Hamilton rausgeschossen in Valencia. Es ist sehr, sehr geil, wirklich sehr, sehr viele geile Rennen gegeben und eben auch natürlich 2021 sehr, sehr spannend gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo das kannst du nachher schauen, keine Ahnung. Also F1 TV kannst du nicht mehr abschliessen als europäischer Anwohner. Das ist ja alles über Sky, wo... Was? Wie meinst du jetzt das? Du kannst ja, wenn du
wenn du neu F1 TV, du kannst nicht, also du in der Schweiz, Deutschland oder Österreich, was auch immer, du kannst nicht F1 TV abschließen. Das kannst du nicht mehr. Das ist Aber also gesperrt. ich kann es ja noch. Also das heisst, wenn du Ja, es hast, wenn du der gehabt Fall hast, ist- kannst du es noch schauen. Du musst einfach immer schauen, dass deine Kreditkarte aktuell bleibt. Wenn sie abläuft, kannst du es auch nicht mehr verlängern. Dann ist es vorbei, dann kannst du es nicht mehr neu machen. Weil Sky hat sich das Recht gekauft, dass alle, ich weiß aber nicht ganz genau, welche europäischen Länder das sind. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber sicher, Deutschland, Österreich, Schweiz, die können neu, also neu, es gibt es jetzt etwa seit 1,5 Jahren sicher, die können nur noch über Sky Formel 1 schauen, im Pay-TV sozusagen, und nicht über F1 TV. Oh mein Gott, da könnt ihr die Saison wirklich nicht nachschauen. Die Nein, es nicht also- schon haben. Also ich wüsste nicht, Schaut, wo dass sonst die das könntest du Kreditkarte schauen. aktuell bleibt. Holy shit. Ja, also unbedingt nie schauen, wenn sie gleich mal abläuft oder schon neu bekommst, unbedingt aktualisieren, weil wenn das abläuft, dann hast du ein bisschen verloren. Ja. Genau. Ja, aber dann gehen wir wirklich zum Off-Track-Ereignissen noch. Etwas, was mich extrem überrascht hat. Das hast du sicher auch mitbekommen. Der Jonathan Wheatley verlässt Audi with immediate effect. Stated personal reasons. Also es ist nur etwas Persönliches. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil der Jonathan Wheatley hat für mich extrem happy ausgesehen bei Audi. Zeitgleich haben wir auch ein Announcement bekommen, dass der Adrian Newey doch nicht mehr die teamleitende Rolle übernehmen würde. Er ist nicht mehr Teamchef, sondern macht wieder einfach das, was er eigentlich dafür ursprünglich geplant war. Und dort haben du und ich schon von vorweg diskutiert, dass das keinen Sinn macht, die Entscheidung, der Newey Teamchef sein. Und jetzt ja, ist weil halt er ganz einfach klar halt der eigentlich- Ingenieur ist, ja. Ja, absolut. Und es ist natürlich für Aston Martin eine super Entscheidung, wenn ich ganz ehrlich bin, den Jonathan Wheatley reinzuholen, um mit dem Newey zusammen zu arbeiten. Die beiden arbeiten gut zusammen. Aber ich verstehe für Wheatley nicht ganz, was er sieht. Weil Aston Martin ist für mich ein Team, das seit Jahren besser fahren sollte, als das sie machen. Und immer wieder verkackt. Und man sieht, wie ein Lawrence Stroll ist, öffentlich. Und der wird intern nicht noch besser sein. Der wird nicht ein angenehmerer Mensch sein, wenn es um ein Meeting geht, als das, was wir schon in Drive to Survive Folgen gesehen haben. Und bei Audi hat das so viele gute Leute um sich herum. Ein Binotto, wo ja, also in meinen Augen das wirklich gut macht. Und ich verstehe nicht, wieso er Audi verloren hat. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen kränkt, weil Audi ist für mich immer noch sauber im Herzen. Und ich finde es hure schade, dass er geht, weil ich habe das Gefühl, er hat einen super Job gemacht. Ja, also, ich weiß auch nicht, was genau die persönlichen Gründe sind dazu. Das Einzige, was könnte sein, ist, er war schon in der Schweiz jetzt gewesen, also er hat in der Schweiz gelebt, ist ja extra von England in die Schweiz ausgewandert in dem Sinn für seinen Job mit der ganzen Familie, dass höchstens irgendwie dort irgendetwas war noch, dass er halt wieder zurückgegangen ist. Es ist einfach vom Zusammenhang her und ich sage jetzt mal vom Ablauf her, ist es halt einfach schon hure speziell, dass man hört so die Gerüchte, ja, eben, er könnte wahrscheinlich zu Aston gehen, eben dann nachher Newey geht zurück, macht nur noch Ingenieurwesen wieder und dann nachher hört man so, ja, er geht und dann denkt man so, jetzt kommt dann ein Announcement und dann kommt aber ein Statement von Dings, dass sie eben nicht ihn irgendwie so holen in dem Sinn. Oder vielleicht kommt es noch, keine Ahnung. Also, was genau der Grund ist dafür, dass er geht, keine Ahnung. Ich denke einfach, es ist ein grosser Verlust für Sauber in dem Sinn oder für Audi, weil er ist wirklich sehr, sehr gut war und ich denke auch, unter ihm hätten sie schon viel Erfolg auch können holen oder hätten können haben. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja auch ein bisschen perplex. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass er zu Aston überwechselt, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, also es wird aber ziemlich sicher auch noch kommen, das Announcement, habe ich das Gefühl. Meinst du? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es macht einfach am meisten Sinn, wieso sollte genau gleichzeitig die beiden Announcements halt kommen. Und es ist, glaube ich, auch schon im Hintergrund gefixt eigentlich, nur noch Einzelheiten vom Vertrag, unterschrieben etc., was ja auch in dem Sinne normal ist. Aber er wird halt auch wieder Gardening Leave haben. Also es ist ja nicht so, als ob jetzt Aston ihn sofort wird können als Teamchef einsetzen. Also ja. Bin ich noch sehr gespannt, was dort dabei rauskommt, aber ist wirklich halt im Kontext von der Formel 1
einfach sehr, sehr grosse News, weil beides Teams, wo man eigentlich grosse Erwartungen hat, beides Manufacturer-Teams in dem Sinn, dass sie halt wirklich einen grossen Manufacturer hinter dran haben und sehr viel Geld reinbuttern und beides Teams, wo wir, ja, wenn wir realistisch sind, halt schon muss sagen, haben beide gute Chancen mit den Ressourcen, die sie haben, in den nächsten 10 Jahren erfolgreich zu werden in der Formel 1. Und wegen dem finde ich es einfach so ein bisschen krass, dass man sich dort innerhalb davon von diesen Teams dann fürs andere entscheiden. Aber ja, finde ich, ist wichtig, dass man darüber redet am Ende des Tages. Und dann, sonst Off-Track, ja, Fernando Alonso ist Vater geworden. Gratuliere. Was ist sonst noch passiert? Eigentlich nicht viel, gell? Also Nein, eben, also es ist jetzt in den letzten 2 Wochen ist nicht wahnsinnig viel gewesen, aber Alonso Vater soll angeblich ein Bub sein. Also ich habe jetzt noch extra schnell nachgegoogelt und es ist gestanden, ein Junge. Darum rest in Peace schon mal an den, dass der Alonso als Vater hat. Der wird so etwas von im Karten aufwachsen. in 20 Jahren sind die nächsten 20 Jahre Championships schon gesegelt, das sage ich jetzt schon. Ja, du musst dir vorstellen, der fährt ein Alonso, der fährt vielleicht fährt noch einen Raikkonen wieder und so. Also ich finde eigentlich so den Generationenwechsel finde ich geil. Eigentlich gibt es ja auch wieder einen Alesi, der ja wieder fährt, einen Montoya, der wieder fährt und so, aber die sind alle nicht so gut, halt, dass sie in die Formel 1 reinkommen oder es langt einfach noch nicht. Nein, aber sonst ist eigentlich, also ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was sonst noch so gross passiert ist. Ich habe mich zwar schon immer aktiv mit der Formel 1 auseinandergesetzt in den letzten paar Wochen, aber es ist halt einfach nicht so irgendetwas gewesen, wo ich sagen so, das war jetzt weltbewegend gewesen. Also schlussendlich, ich glaube, das Resümee von den letzten 3 Rennen, die wir hatten, sind einfach gewesen, dass absolute Katastrophenrennen waren. Dass die Generation schon richtig geguckt ist, für das, dass wir erst 3 Rennen haben. Gott sei Dank haben wir jetzt eine Frühlingspause, dass ich mir den Scheiß nicht muss geben jetzt für die nächsten 2 Wochen wieder. ja, es ist ja so. Es ist dann hure hart. Ja. Und ich meine, ich schaue den Sport schon seit 99. Also weißt, ich schaue den nicht erst seit gestern, aber es ist einfach wirklich eine Katastrophe. Und ich bin wirklich froh, dass jetzt 5 Wochen keine Rennen sind oder 4 Wochen keine Rennen sind. Einfach nur mit der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendetwas ändern oder anpassen tun und so. Und auch zusätzlich bin ich auch froh, dass vorübergehend jetzt keine Rennen mehr am Morgen früh sind, sondern erst wieder am Abend oder am Nachmittag. Dann bin ich auch echt froh, weil die letzten paar Wochen sind echt anstrengend gewesen, teilweise. Ja, das glaube ich dir. Ja, nein, also ich bin auch ein bisschen bei dir. Also ich hoffe jetzt einfach, dass wir ein bisschen gute News haben in den nächsten 4 Wochen oder jetzt noch 3 Wochen, wenn es dann wieder weitergeht. Und ja, was soll ich sagen, in der Zwischenzeit, es ist schade, haben wir keine Rennen im Sinne von, ja, weil wir halt den Sport gleich irgendwo durchlieben. Und der Grund, wieso das die Rennen halt gestoppt worden sind, ist absolut verständlich. Dort muss ich auch kurz noch sagen, also ich bete für all die betroffen sind, die in dieser Welt halt müssen ein bisschen auch unter Angst leben. Es ist nicht schön, wenn man einen Kalender muss pausieren wegen so etwas, aber es ist besser, dass man es macht. Man muss dort nicht noch irgendwie mehr Benzin ins Feuer hineingießen bei so Geschichten. Und von dem her, ja, eben off-track haben wir mehr einfach Drama gehabt mit F1, eben mit dem Twitter von ihnen etc. Also irgendetwas anderes. Und ich hoffe auch, und ich wollte eigentlich auch nicht, dass jetzt jeder Podcast von uns einfach nur ein drüber motzen wird sein. Ja, ich denke mal, wir können uns schon versuchen, ein bisschen daran halten, mehr einfach nur über was im Rennen passiert ist zu reden, aber wenn halt derwegen Entscheidungen passieren, wenn derwegen Crashes passieren, wo gewesen sind, dann ja, gibt es einfach nichts Wichtigeres, als darüber zu reden, dass Änderungen passieren müssen. Und ja, das ist sicher unsere Hoffnung. Von dem her tut uns leid, wenn der Podcast mal, na gut, so viel kürzer ist er auch nicht, aber ein bisschen inhaltsloser ist als sonst. Aber es ist uns wichtig, dass wir uns doch ein bisschen äußern zu dem Ganzen Zirkus. Ja, gut, und weißt du, ich meine, schlussendlich, das gehört ja auch dazu, zu einer neuen Fahrzeuggeneration, dass man halt einfach auch das Ganze auch kritisch anschaut und dass das halt einfach im Moment ein bisschen mehr im Fokus steht. Weil schlussendlich tut das Reglement als Racing, oder durch das Reglement entsteht das Racing schlussendlich. Also dann ist ja auch klar, dass man mehr über das redet und halt einfach schlechter sieht. Weißt, ich meine, klar, eben, wir können schon das Positive auch anschauen. Ich meine, klar, wir haben, ja, fällt mir schon schwer, ein Beispiel zu finden. Nein, aber schlussendlich, wir haben ja jetzt eigentlich CO2-neutrale Fahrzeuge, auch eben mit synthetisches Benzin, was ich sicher auch mega gut finde, dass das drin ist.
ich finde auch, weißt du, den Hybrid-Aspekt finde ich an und für sich nicht schlecht. Ich finde auch, du kannst so etwas in einem V8-Motor rein tun oder V10-Motor rein, das kannst du alles auch machen. Ich finde einfach Dosis 50-50, wo schlecht ist. Ich finde auch, klar, ich finde es cool, dass es viele Overtakes gibt. Aber ich meine, in Australien sind es irgendwie 120, 140 Overtakes gewesen, zu 40, 120 Overtakes zu 40 Overtakes 2025. Also wesentlich mehr. Klar, es ist cool, es ist, dass etwas passiert auf der Strecke und nicht nur ein Hintereinander nachfahren ist. Klar, das ist cool. Aber wie es halt ist, und wenn du halt einfach weißt, wie es früher war und alles, tut man sich einfach schwer. Klar, es kann sein, dass das halt einfach die neue Formel 1 ist, dass es halt einfach die Zukunft ist von der Formel 1. So. Ich hoffe mal schwer, dass im Hamilton sein Vater da die Formel 1-Serie, die er da plant, also er hat irgendwie so eine V10, Pure V10 oder wie das immer heisst, die Serie, die er ja planen tut und entwickeln tut, dass das irgendwie eigentlich auf die Bühne kommt und das vielleicht nochmal ein bisschen einen Anstoß gibt für die Formel 1, dass es dort auch wieder Regeländerungen gibt. Aber das ist natürlich noch brutal in den Kinderschuhen innen. Ja, mal schauen, wie sich das sonst noch so alles entwickelt. Ich hoffe jetzt einfach, dass in den nächsten 4 Wochen viele Teams einfach mal die ganzen Kinderkrankheiten können ein bisschen ausmerzen. Ich denke, für die Logistik und alles ist es sicher gut auch. Für die Teams selber ist es sicher gut, dass sie da nicht mit 24 Standorten anfahren. Ich denke, das wird schon eine grosse Erleichterung bringen. Und klar, Bahrain, sage ich mal, da finde ich schon ein bisschen schade. Bahrain ist eigentlich noch eine coole Strecke zum Schauen. Oder ist einfach immer noch ein recht guter Grand Prix jetzt bezüglich Saudi-Arabien. Ja, bin ich jetzt persönlich, finde ich jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig schlimm, dass die Strecke nicht dabei ist, muss ich ehrlich sagen. Kann ich jetzt, muss ich nicht gerade darüber brüllen, sage ich jetzt einmal. Ich finde es so geil, wie Saudi-Arabien anscheinend richtig blöd da hat, wo die Formel 1 das beschlossen haben, oder dass es das Licht ist, dass sie eben die Rennen nicht ansteuern. Saudi-Arabien hat anscheinend auch den Vorschlag gemacht, dass sie Raketenabwehrsystem an die Strecke bringen, um das Rennen sicher zu garantieren, also dass es sicher ist. Also, du siehst einfach so im Hintergrund, wie so Raketen in die Luft rauffliegen oder irgendwie Drohnen abballern oder so. Das ist abartig. Ja, das haben sie tatsächlich auch im Hinterkopf gehabt, so Sachen. Aber ja, ich weiss nicht, hast du noch irgendetwas zu erwähnen? Oder Nein. nicht? Nein, also ich denke, eben der Podcast, wie du gesagt hast, ist schon mit weniger Inhalt gewesen, mit wieder ein bisschen mehr Aufregen. Aber ich denke, wir haben uns doch noch relativ gut zusammennehmen. Also nicht, dass wir irgendwie ausfallend sind. Es ist einfach im Moment schwer. Es ist einfach zum Kotzen. Punkt. Da kann man schon noch sagen als abschließendes Statement oder abschließende Meinung. Aber man hofft einfach das Beste, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht. Und ja, dass es einfach nur wieder besser wird. Ja, das wäre es mit der heutigen Episode von Unsafe Release. Wir bedanken uns natürlich immer recht herzlich, dass ihr die Episode bis dahin angelassen habt und zugelassen habt. Und dann wünschen wir euch einen ganz schönen Tag und auch natürlich, wenn es gerade jetzt noch vor der Ostern hört oder um die Ostern herum, schöne Ostern geniessen zu dann. Und dann hören wir uns dann wieder, denke ich mal, vor dem nächsten Grand Prix. Vielleicht gibt es irgendwelche spezielle News oder dann alle spätestens wieder nach dem nächsten Grand Prix beim Unsafe Release.